Was ist Ostfälisch eigentlich? Der Begriff bezeichnet eine Sprache aus Deutschland, genauer einen plattdeutschen Dialekt, der im Gegensatz zu anderen Mundarten heutzutage jedoch praktisch fast gänzlich ausgestorben ist. Neben dem Begriff Westfälisch, der oft noch verwendet wird, gerade beispielsweise für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, kennen nur sehr wenige Menschen die Bezeichnung Ostfälisch oder Ostfalen für die entsprechende Dialektregion. In diesem Video wollen wir uns deshalb einmal anschauen, wo diese Region liegt, in der diese Sprache traditionell gesprochen wird, und was diese Sprache so besonders macht. Am Ende wollen wir außerdem einmal schauen, wie viel ihr davon vielleicht verstehen könnt. Dafür habe ich mal eine Karte des deutschen Sprachraums rausgesucht, an der wir die ursprünglichen Dialektregionen Deutschlands sehen können. Jede Zahl steht dabei ganz grob für einen Dialekt und die schraffierten Flächen stellen zumeist Übergangsregionen zwischen diesen Dialekten dar. Was dabei vermutlich bei dieser Karte zuerst auffällt, ist, dass wir im deutschsprachigen Raum ganz allgemein drei Bereiche unterscheiden können. Im Süden, hier in Orange dargestellt, ist das Oberdeutsche, das so heißt, weil wir geografisch hier immer höher liegen, je weiter wir uns den Alpen nähern. Dann kommt in der Mitte das Mitteldeutsche, hier in Gelb. Und letztlich das Niederdeutsche oder auch Plattdeutsche, hier in Blau dargestellt. Niederdeutsch heißt diese Region hier auch einfach nur, weil wir hier flacher liegen. Diese drei Bereiche unterscheiden sich vor allem darin, wie bestimmte Konsonanten ausgesprochen werden. Wir gucken uns das einmal genauer an. Wenn man ganz im Süden unterwegs ist, so hört man, wie die Menschen im Dialekt, ähnlich zum Standarddeutschen, machen und Apfel mit ch oder ch und pf sagen. Geht man jedoch weiter nördlich, sprechen die Leute im Mitteldeutschen, also zum Beispiel in Hessen oder in Sachsen, das pf in Wörtern wie Apfel als p. Man hört dort also Appel statt Apfel. Weiter nördlich im Plattdeutschen verändert sich dann auch noch der andere Konsonant und wir hören im Norden das Wort machen als morken. Um das Ostfälische nun zu finden, schauen wir uns einmal den blauen Bereich, das Plattdeutsche, etwas näher an. Dafür zoome ich mal ein bisschen heran. Was man heutzutage als Plattdeutsch meistens aus dem Radio oder Fernsehen kennt, kommt zum größten Teil aus der Küstenregion, wo das Plattdeutsche auch noch mit am stärksten vertreten ist. Wir sprechen beim Küstenplatt auch vom Nordniedersächsischen. Aber jetzt schauen wir einmal, wo wir denn hier das Ostfälische nun wiederfinden können. Es gibt vermutlich einige von euch, die beim Begriff Ostfälisch zuerst an den sehr ähnlich klingenden Begriff Ostwestfälisch gedacht haben. Ostwestfalen liegt ungefähr hier im östlichen Bereich von Westfalen und ist damit Teil der Region 11, dem westfälischen Plattdeutsch. Aber halt, höre ich dich sagen, Westfälisch klingt doch auch schon so, als müsste es etwas damit zu tun haben. Und ja, das tut es auch. Um vom Westfälischen aus das Ostfälische zu finden, müssen wir nämlich tatsächlich nichts weiter machen, als uns jetzt einfach weiter gen Osten zu bewegen. Sobald wir dabei die Weser übertreten, landen wir hier in Region 13 und damit genau im Ostfälischen. Die Region erstreckt sich einerseits vom Harz bis an die Heide und andererseits von der Weser im Westen bis ungefähr zur Elbe im Osten. In dieser Region liegen die Städte Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Goslar, Göttingen, Magdeburg und viele weitere. In dieser Region, in der man heutzutage nur noch klares Hochdeutsch spricht, hat man bis vor kurzem jedoch noch ganz anders gesprochen, und zwar ostfälisches Platt. Und wir wollen uns einmal anschauen, was das ostfälische Platt
so besonders macht. Dafür gucken wir uns einmal die Personalpronomen im Deutschen, im Akkusativ und Dativ an. Also die Wörtchen mir, mich, dir, dich, ihm, ihn, ihr, sie, euch und uns. Zuerst wollen wir uns das nordniedersächsische Platt, also das gewöhnliche Medienplatt, damit vergleichen. Da im Plattdeutschen für alle Personalpronomen die beiden Fälle hier zusammengefallen sind, finden wir für Dativ und Akkusativ jeweils die gleichen Formen. Hier heißen die Pronomen entsprechend mi, die, er, jo und us. Im Hochdeutschen ist dieser Zusammenfall der Fälle nur bei den Pluralformen euch und uns zu beobachten. Wie ihr seht, haben wir überall zwei Formen, außer bei euch und uns hier in der Tabelle. Und mit etwas Fantasie finden wir jetzt bei den deutschen Formen, wenn wir einmal schauen, insbesondere bei den Dativformen, die nordniedersächsischen Pronomen wieder. Also hier mir, dir, ihm, ihr und uns. Wenn wir nun das Ostfälische dazu nehmen, sehen wir stattdessen die Formen Meck, Deck, Öne, Sei, Jöck und Ösch, also allesamt Formen, die deutlich unterschiedlich zu unseren bekannten plattdeutschen Pronomen sind. Wenden wir wieder unseren Blick auf das Hochdeutsche, fällt vielleicht dem ein oder anderen diesmal auf, dass die Formen den Akkusativpronomen entsprechen. Während sich also in praktisch allen anderen plattdeutschen Dialekten die ursprünglichen Dativformen als alleinige Objektpronomen durchgesetzt haben, sind es im Ostfälischen stattdessen die Akkusativformen. Wir schauen mal, wie sich das an einem Beispielsatz zeigt. Zuerst ein Beispiel im Dativ. Der hochdeutsche Satz Ich sage dir ist nordniedersächsisch ich sech di, aber ostfälisch ich säge dek. Das gleiche auch einmal im Akkusativ. Hochdeutsch ich sehe dich ist nordniedersächsisch ich sei di und ostfälisch ich seie dek. Die Formen Meck und Deck gehören damit zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal des Ostfälischen. Jetzt wollen wir noch auf eine andere Besonderheit eingehen. Dafür vergleichen wir mal ein paar Wörter in den drei Sprachen miteinander. Das hochdeutsche Wort Sprache ist im Nordniedersächsischen Språk, tritt im Ostfälischen jedoch als Språke auf, wo sich das E am Ende wie im Hochdeutschen erhalten hat. Beim Wort gelaufen ganz ähnlich. Da heißt es nordniedersächsisch lopen und ostfälisch mit erhaltenem E elopen. Das Ostfälische geht dabei jedoch auch zum Teil deutlich weiter als das Hochdeutsche. So heißt es zum Beispiel du machst im Hochdeutschen und du morgst im Nordniedersächsischen, aber du morkest im Ostfälischen. Also auch hier wieder mit einem zusätzlichen E und damit zweisilbig. Ähnliches passiert auch mit vielen anderen Wörtern, wie Angst oder Herz, welche im Ostfälischen auch zweisilbig als Angest und Harte gesprochen werden. Ein letztes, gerade aus hochdeutscher Perspektive sehr außergewöhnliches Beispiel betrifft das Wort tun in zu tun, welches zwar nordniedersächsisch te doen, aber ostfälisch auch zweisilbig als te daune gesprochen wird und damit eine alte Gerundiumsform aus dem Mittelalter erhalten hat. Diese Liste könnte man ewig so weiterführen. Diese Beispiele sollen aber nur einen ersten kurzen Überblick darüber geben, wie sich das Ostfälische als Sprache im Besonderen hervorhebt und sollen deswegen einmal an dieser Stelle reichen. Jetzt willst du aber vielleicht sicherlich auch wissen, wie sich das denn gesprochen eigentlich anhört. Dafür lauschen wir einmal in diese Unterhaltung dort hinten rein,
die so von einem echten Hildesheimer Sprecher der Mundart zu einer Zeit aufgenommen wurde, als der Dialekt tatsächlich noch sehr weit verbreitet war. Von Jahre kann mein Name Müller mal rufen. Hij maakt een gezichten als dat draad over regen weer. Ouders, mensen zei, wat maken ze voor een verdraaglijke gezichten? Is dat een nieuws over de leven lopen? Ach, antwoordde hij, dat rijken maar. Mijn grootknecht komt gisteravond erin om kunnen het met een dans doen. Hij had er zich andere woorden hen vermijden. Ik kon zeggen wat ik wilde, hij laat zich niet hissen en niet lukken. Morgen gaat hij weg. En ik kan thuis aan voor fertig werden. Ik zei, 14 dagen kündigungstijd, kannst du doch aber verlangen zijn. Tja, wat dacht ik daarmee? Dat ik een aanzage heb, ben ik weg. Da Lütten Louis hebben op een stond 4 bijbestand. Is het te lezen? Jetzt soll der dansen auch Ferien haben. Nicht ein paar Tage. Nein, 12, 14 Tage. Da muss doch einer de Henne over den Kopf te helpen slaan. Und? Wie viel habt ihr verstanden? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch diese Art von Infovideo gefallen hat, gebt diesem Video gerne ein Like. Empfehlt es auch gerne euren Freunden. Auch die könnt ihr ja mal fragen, ob sie wissen, was Ostfälisch eigentlich ist. Dann bleibt von mir nur noch zu sagen, morget dat gut und bis zum nächsten Video.